Back in the Kitchen. Letzte Woche habe ich für euch den Veggie Burger von Mac getestet und diese Woche machen wir ihn gerade selber. Für Veggie Burger für 4 Personen braucht ihr all das. 200 Gramm Tofu, das ist so eine Packung eigentlich bei mir gerade. Dann 2 Teelöffel Johannisbrotkernmehl, das tut so den Burger binden, das heisst, dass er gut hebt und nicht beim Brötchen irgendwie verkehrt. So Johannisbrotkernmehl kann man im Reformhaus holen. Dann 70 Gramm Paniermehl. Wir haben jetzt hier noch alles Brot gehabt, dann haben wir das Ganze selber machen. 2 Zwiebeln, wenn es geht, eher ein kleinere. Dann 200 Gramm gekochte Kidneybohnen. Kann man auch kaufen oder selber erhitzen und aufquellen lassen. Dann einen halben Bund Peterli, das sind einfach so Äschchen. Und zum Schluss noch etwa 20 Gramm Maiskörnchen. Dann können wir jetzt gerade anfangen mit dem ersten Schritt. Um die Veggie Burger zu machen, braucht ihr außerdem noch so einen Mixer, wie ich habe. Es geht aber auch mit einem Stabmixer, aber zu empfehlen wäre der, weil sonst ist es vielleicht so eine, wo man so etwas einfach alles reinrühren und dann anstellen. Aber eben, wie gesagt, es geht auch mit dem Stabmixer, aber es könnte ein bisschen kompliziert werden. Eben, dann zum ersten Schritt. Als erstes nehmen wir mal den Peterli und die Zwiebeln, die Zwiebeln schälen und ein paar Stücke schneiden. Nachher können wir es in den Mixer tun und klein mixen. Dasselbe macht ihr beim Peterli, auch die Stämme abschneiden und nachher mit den Zwiebeln zusammen. Immer nachdem das ist bei meinem Mixer so, ich weiß nicht, wie es bei eurem Mixer ist, nachdem ich etwas durchgemixt habe, tue ich es auf der Seite. Ich zeige euch das mal. Da auf der Seite ist halt alles auf der Seite da und dann tue ich das ein bisschen abstoßen, damit man es nachher wieder weiter verkleinern oder vermischen. Dann nehmt ihr den Tofu führen und die Packung mal aufmachen, so wie ich das immer mache. Und dann auch grobe, also wirklich sehr grobe Stücke schneiden. Und dann auch in den Mixer rein und vermixen. Man kann auch die Zwiebeln und den Peterli drin lassen, weil das wird am Schluss alles vermixt. Als nächstes tun wir die Kidneybohnen und die Maiskörnchen in so ein Sieb rein und mit Wasser abspülen, weil ja, egal. Hinterfragen es einfach nicht, machen es einfach. Und dann kann man es so ein bisschen durchwühlen. Ja. Nachher tun wir die Bohnen und Maiskörnchen auch wieder nehmen und zusammen mit den anderen Zutaten wieder vermixen. Die anderen Zutaten wären das Paniermehl, Johannisbrotkernmehl, ganz wenig kleinen Pfeffer und noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann einfach auch ein bisschen abschmecken, nachdem wir es erst mal durchgemixt haben. Und dann könnt ihr immer noch dazu tun. Nebenbei mache ich eben gerade auch noch Burgerbrötchen. Aber dazu habe ich jetzt gedacht, dass ich jetzt hier kein Video mache, weil das kommt sicher in einem späteren Video dann mal vor. Da ihr jetzt halt nicht erfahren habt, wie das geht, könnt ihr einfach in einem Laden halt Burgerbrötchen kaufen.
Auch die Füllung des Burger, außer der Burger selber, ist euch überlassen. Darum habe ich am Anfang auch nicht aufgezählt, dass ihr irgendwelche Tomaten oder Salat oder irgendeine Sauce rein tun könnt. Da wir unsere Burgermasse jetzt haben, können wir sie auch in der richtigen Form formen. Also ihr nehmt einfach ein bisschen. Ich weiss jetzt selber noch nicht, wie viele Burger es am Schluss gibt. Aber tut einfach halt Burgerform formen. Ich hoffe, ihr wisst, wie das ist. Und nicht zu dick machen, weil sonst wird es einfach innen halt nicht so knusprig. Also wirklich ziemlich flach. Ja. Dann kommen wir schon wieder zum heiteren Anbräteln. Ihr nehmt ein bisschen Olivenöl, tut da etwa so viel füllen, vielleicht auch ein bisschen weniger, tut es erhitzen und nachher schön anbröteln, damit es schön braun ist. Und außen soll es knusprig sein und innen dran weg, aber auch ein bisschen durchbröteln. Das war es mit einem weiteren Video von mir. Ich habe schon angekündigt, dass in ein paar Wochen vielleicht ein Video zu den Brötchen kommt, also sehr wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird kommen. Wenn ihr mal Zeit habt, an einem Mittwochnachmittag oder auch irgendwann sonst, macht doch mal so einen Burger, anstatt in den Mac zu gehen, weil ich höre da schon die besten Rezensionen. Egal, Hauptsache ich höre da viel Lob vom Tisch, von der Familie. Und ja, verabschiede mich.